Salut zusammen, hier Gamerreden und ich habe lange nicht mehr Videos gemacht, weil ich im Stress bin wegen Prüfungen. Aber momentan bin ich in der prüfungsfreien Zeit oder Selbststudium und habe gedacht, ich mache ein kleines Video über eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt. Und das ist ein spezielle News der Woche. Featuring SBB. Willkommen bei der News der Woche, Special Edition SBB. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Und fick dich, SBB. Aber ich nenne das SBB-Skandal, weil ich das so will, nennen. GA-Virtierer, Fernverkehrzeug von Bombardier, die Doppelsteckerzeug. Ausfall, Verspätungen. Die wissen nicht wie. Ziegbau, habe ich das Gefühl. Ist ein Oberliebling, der Andreas Meyer. Preiserhöhung und so weiter. Kommen wir zum ersten Punkt, wo ich gepunktet habe. Der erste Bombe war das GA-Virtierer. Sie sind der Meinung, dass das GA viele Leute haben. Und jetzt wollen sie aber das nächste Jahr, also nicht das nächste Jahr, 2021 wollen sie das GA um 10% teurer machen. Das heisst, dass es um mehr als 4000 Franken kostet, das Zweitklasse GA. Und das Erstklasse GA wird aber der 8000 Franken kosten. Kommt jetzt fast zu einem Neuwagen. Ich gebe nur SBB 10 Jahre natürlich den 10.000 Franken für eine Erstklasse GA. Dazu wollen sie noch die Tageskarte, die Gemeindestageskarte abschaffen und noch Studenten-GA wollen sie komplett streichen. Das heisst, für die Studenten wird es dann um die 40% teurer. Und das ist recht viel für einen Student. Ja, und dann fragt sich SBB, warum so wenig Leute Zug fahren? Was machen wir, um mehr Leute Zug fahren zu lassen? Ah ja, genau. Preise erhöhen. Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Hast ja gesagt. Aber das mit dem Abschaffen vom Studenten-GA hat das Gremium abgeschlagen, was euch gut ist. Mal schauen, was das Gremium noch entscheidet wird, wegen anderen GA-Sachen. Und wegen der Tageskarte, Gemeindetageskarte. Okay, ja. Wenn es teurer wird, dann erwartest du doch bessere Leistung, oder? Aber ich glaube, das schaffen sie nicht, weil sie letztens Züge gegeben haben, dass sie nicht mehr so pünktlich sind. Liebe SBB, nicht mehr pünktlich. Nein, nicht mehr pünktlich. Nein. Schön gesagt, die Kundenpünktlichkeit sei in der 90,1%. Das heisst, dass 9,9% verspätet sind. Die sind verspätet gekommen, die Leute. Das sind viele Pendler, die rechtzeitig noch müssen arbeiten am Arbeitsplatz sein. Die können spät. Und SBB sagt, verspätet sei 3 Minuten. Wenn ein Zug 3 Minuten verspätet ist das eine Verspätung. Ja, die Gründe sind anscheinend die Gründe der Verspätungen sind Unterhaltsarbeiten, die sie immer machen. Und Ausbauten. Aber auch wegen der Banno Doppelsteckerzeug von Bombardier. Drittens haben wir noch unsere liebste Person auf der ganzen Welt. Der CEO von
der SBB. Hier ein kleiner Ausschnitt von SRF, wo man ihn noch befragt wegen Panno-Doppelstecker-Zig. Das ist eine ganz mühsame Geschichte, das ist eine Zangengeburt. Immerhin, es ist ein ganz neuer Zug, der den Spezialanforderungen der Schweiz entspricht. Der Zug ist viel zu spät. Und jetzt sind wir in einer ganz normalen Inbetriebnahmephase, wenn man mal die Verspätungen weglässt. Die Werte, die wir im Moment erzielen, also die Zuverlässigkeit von diesem Zug, steigt. Ihr verdient viel Geld, ihr verdient über 1 Million Franken. Habt ihr euch jetzt vor den Parlamentariern auch rechtfertigen für euren Hochlohn? Die SBB hat ganz generell die Richtlinie, es wird niemandem ein Lohn gekürzt, wenn die Performance stimmt und wenn die Anforderungen nicht weniger werden. Und das gilt auf allen Ebenen. Ha! 1 Million verdienen das. Ja, 2021, 10 Millionen. Mit dem GR hier. Ja. Letzte Sache, die mich nervt, ist, dass man zu wenig Zig einplant. Zum Beispiel letztes Wochenende hatten sie immense Probleme gehabt. Sie mussten Passagiere rauswerfen, obwohl sie reserviert haben, die Passagiere. Oder die Zig sind randvoll wie Sardinenbüchse. Das ist doch... Das tickt drüber dann. Da ist so viel los in dem Scheißzug. Ich kann nicht... Ich habe gesehen, 20 erste Klasse Waggon. Gell? Aber der 5 zweite Klasse Wagen. Und das beweist doch dass kein Mensch die scheiß erste Klasse zahlen kann. Stell dir vor, du hast kein Halbtags. Es gibt Leute, die kein Halbtags haben. Das ist traurig. Verdorre. Reg mich wieder mal zu viel auf. SBB. Du verlierst Kunden. Anstatt das besser zu machen, machst du es endlich noch schlimmer. Das sollte endlich ein Spruch sein. Wie die Ovomaltin. Die Ovomaltin kannst du jetzt nicht besser, aber länger. SBB macht es nicht besser, aber schlimmer. Und das Allerschlimmste, da kann man nicht einmal in Ruhe im Zug hocken. Und schon onaniert einer hinter dir. Hey, ich finde immer da die Onaniergeschichten krass. Und ich finde die immer überall. Das wird letzte News der Woche. Aber das ist gesehen mit dem SBB Special. Ich hoffe, es euch gefallen hat. Ich versuche mehr Videos zu machen, ich verspreche aber nichts. Vielleicht kommt eins zu, wenn ich Lust habe. Ich mache das hier mit Lust. Wenn ich nicht Lust habe, dann mache ich nicht. So ist ja der abonniert meinen Kanal. Gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht, das Glöckchen drauf zu drücken, wenn ihr abonniert. Weil ich mache dann 50er Abonnenten-Special und zeige hier mein Zimmer, was nicht passieren wird und ich nie 50 Abonnenten verkommen werde. Also, Sante Gregi.